Dann steht er wieder ganz still da und wartet, bis etwas läuft. Nach einer Weile kommt dem Nachbar seine dicke, graue Katze. Sie wollte mausen. Der Dani versteckt sich wieder hinter dem Gestrüpp. Und wo die Katze ganz nahe ist, holt er tief Luft. Die Katze ist vor Schrecken auf den höchsten Baum und hat ganz verdattert zwischen den Neststaben geschielt. Und der Dani hat wieder lachen. Er hat so gelacht, dass er auf den Rücken gerollt ist und alle 4 Beine von sich gestreckt hat. Nachher ist er wieder ganz still und ruhig da gestanden und hat gewartet, bis wieder etwas läuft. Jetzt ist Frau Binkeli aus dem Haus gekommen mit einem Tablett. Dort war das Fressen für den Dani drauf. Aber nicht etwa Kraut und Rüebli untereinander, wie für gewöhnliche Säue. Nein. Eine Schüssel mit Herdöpfelstock, eine mit Blumenkohl und eine mit Zwetschgenmus zum Dessert. «Komm, Schatzeli, komm essen, komm. Guti, komm, bevor es kalt wird.» Das Fallenbinkeli hat die Schüssel schön nebeneinander im Futtertrog hineingestellt. Der Dani ist hineingezottelt und hat Lina mit seinen kleinen, listigen Äuglein so von unten auf ihn angeschaut. Und auf einmal kommt ihm etwas in den Sinn. Die Lina hat eine neue Schossacke, rot mit gelben Töpfchen und hinten mit einem Letsch zusammengebunden. Auf einmal packt der Dani da rein die Schossenzipfel und fängt da dran zu ziehen. «Hey du, lass mich in Ruhe, du Loser! Hör doch auf zu ziehen!» Aber der Dani zieht noch mehr. Das Fallenbinkeli zieht auch. Und auf einmal ist die Schoss verrissen und die Lina ist auf den Rücken gerollt. Da hätte der Dani wieder lachen. Das Fräulein Binkeli aber ist jetzt zum ersten Mal so richtig taub auf den Dani. «Also, lass mal, was fällt dir ein? Bist du wirklich ein Ungattiger, meine schöne Schoss verreissen? Dani! Dani!» Der Dani war aber schon lange aus dem Stall raus. Er konnte es nämlich nicht verputzen, wenn jemand mit ihm geschumpfen hat. Jetzt ist er wie ein übermütiger Geissbock im Garten rumgaloppiert. Die Line hinten drin. «Komm jetzt sofort her! Also du, der will es jetzt, du donners Kerli, du! Oi, kann der rein? Aber mei, die verwötscht schon noch, du! Das wäre mir jetzt noch lustig, das! Oi, mei! Aber das Fräulein Binkeli hätte Dani natürlich nicht verwünscht. Er hat schliesslich 4 junge Beine gehabt und das Fräulein Binkeli nur 2 alte. Nach einer Weile ist Säuli von alleine wieder in den Stall zurück und vor dem Futtertrog gestanden. Lina küchert hinten drin. «So, jetzt fressest du dein Mittag. Gute Feine!» Aber der Dani schüttelt den Kopf. «Nein! Ich will keinen Herdöpfelstock, kein Blumenkohl. Ich will frisches Gras, grünes Gras.»